Eigentlich gehe ich ja nicht so oft in die Fußgängerzone. Aber letzten Samstag war es einmal wieder soweit. Ich wollte ja eigentlich bloß in ein Handy laden und was fragen. Ein schwerer Fehler. Nachdem ich ungefähr 20 Minuten gewartet habe, um dran zu kommen, habe ich anscheinend den Praktikanten erwischt. Nach mehr als 10 Minuten habe ich dann dem jungen Mann seinen Job erklären müssen. Und ich verstehe eigentlich gar nichts von Handys oder Handyverträgen. Ohne Ergebnis bin ich dann aus dem Laden geflüchtet. Jetzt erst einmal einen Kaffee zur Beruhigung. Der nächste Fehler. Nicht, dass die Auswahl an Kaffeeausschankbetrieben in der Fußgängerzone nicht ausreichend gewesen wäre, aber von der Auswahl der Kaffeemöglichkeiten war ich total überfordert. Als ich der jungen und sehr freundlichen Bedienung mitteilt habe, dass ich eine Tasse Kaffee, also ganz normalen Kaffee haben hab wollen, hab mich die doch glatt gar nicht verstanden. Wie jetzt normalen Kaffee, war deren Reaktion. Einen ganz normalen, arschnormalen Kaffee mit ein wenig einer Milch, bitte. Sie wollen bestimmt einen Latte. Wollte ich eigentlich nicht. Und zuerst war ich ja richtig erschrocken, was der da von mir gewollt hat. Aber nachdem der mir erklärt hat, dass man das halt so trinkt, hab er mich breitschlagen lassen und hab eben den Latte Macchiato genommen. Zu meiner Überraschung kam da ein Glas mit einer braun-weißen Flüssigkeit und ein Rerler. Ich hab gemeint, das Rerler ist für die Kinder, hab ich das Ding gleich weggeschmissen. Der nächste Fehler. Erst jetzt hab ich bemerkt, dass das Glas ja gar keinen Henkel hat. Ich hab mir dermaßen die Griffe verbrennt, dass mir um ein Haar das Glas noch geflogen wäre. Wer zum Teufel hat sich denn das mit diesem Latte Macchiato in einem Glas einfallen lassen und vor allem, warum? Die freundliche Bedienung hat ein Mitleid mit mir gehabt und hat mir alles ja fast schon wissenschaftlich erklärt. Also unten in dem Glas, da ist heiße Milch. Im mittleren Teil ist Espresso und oben dann nur Milchschaum. Und da dafür gibt's ja als Röhrler. Jetzt einmal langsam. Warum soll ich denn mit einem Röhrler erst den Espresso trinken und dann die heiße Milch? Von dem Milchschaum will ich gar nicht reden, weil das mit dem Röhrler gehen soll und die Geräusche. Ich will doch eigentlich einen Kaffee, der sich mit der Milch vermischt. Sonst können wir ja auch gleich 3 extra Tassen bestellen. Eine Tassen Haselmilch, eine Tassen Espresso und eine Tassen Milchschaum. Dann reiche mir auch ein kleiner Löffel für den Milchschaum, den Rest kann ich dann einfach nacheinander trinken. Aber da hat mir das nicht der Madler erklärt, dass das ja jetzt alles aus Italien kommt. Das hätte ich aber auch gleich sagen können. Jetzt war mir einiges klar. Warum wohl hat irgendein schlauer Mensch die Henkeltassen erfunden? Jahrhundertelang haben ganz bedeutende Porzellanmanufakturen auf der ganzen Welt Kaffeeservicen mit Henkeltassen hergestellt. Und dann kommen die Italiener und schmeißen alles über den Haufen. Ich mag das nicht verstehen. Ansonsten nicht viel Neues in der Fußgängerzone. Nach wie vor jede Menge Handyläden, spannende 1-Euro-Shops und Juweliere. Ich stehe dann immer mit etwas Wehmut in der Fußgängerzone und erinnere mich an die legendäre Bilka. Kennt ihr euch nur an den Gigalas-Verkauf im Eingang erinnern? Wer das immer gekrochen hat, wenn man da drauf vorbeigelaufen ist? Oder auch die Nordsee gegenüber von der Hirsch-Apotheken. Auf die schnelle ein Seelachsfilet mit künstlichen Kartoffelsalat aus dem Arme und Remouladensauce. Und das alles auf einem ultraharten Drehstuhl. Ein Traum. Ich kann mich auch noch an den Hofmann und Wachner erinnern. Das war ein Bekleidungshaus. Da bist du einfach neu, dann hat dich der Verkäufer gefragt, was du willst und wofür du das brauchst. Also zum Beispiel, ich brauche einen Anzug, ich bin auf eine Hochzeit eingeladen. Dann hat er gesagt, komm mit. Und dann bist du von Kopf bis Fuß total eingekleidet worden. Und auf den Verkäufer hat man sich wirklich verlassen können. Das hat alles passt und das hat auch alles zusammenpasst. Weiter unten in der Schwabacher Straße, Mensch, das Dolomiti. Da hab ich ja als Kind schon Eis gegessen. Und im Winter hat's dort immer Lebkuchen gegeben. Nicht, dass ich gegen einen Fortschritt bin. Ganz im Gegenteil. Aber das sind doch einfach schöne Erinnerungen. Und wenn ich heute durch die Ludwig-Erhard-Straße gehe, dann ist das für mich immer nur die Sternstraße. Und ich sehe den Puppenbett noch ganz genau vor mir. Aber ich meine, jede Generation hat auch solche Erinnerungen. Und es muss ja wandeln und mit der Zeit gehen.
Ich bin auf jeden Fall schon total auf unser neue Mitten gespannt. Und was sagen die Kinder, wenn ich so ein Zeichen erzähl? Ein wenig einen Schluch hast du falsch schon, Vaterler.